weiterhin. So, du sagst weitergeht. Du schneidest es dann schon wieder. Das schneide ich am Anfang. Klasse. Servus, hallo, Haberdere und herzlich willkommen zu einer knackfrischen Ausgabe Bayerisch für Anfänger. Heute mal mit dem Samba. Haberdere miteinander. Und wir haben daheim mal ein paar Karten. Und das heißt natürlich, dass wir heute wieder ein Kartenspiel, Anleitungsvideo, Tutorial, Scheißdreck, was soll ich machen? Und zwar oft gewünscht, bis jetzt sehr rar auf YouTube. Gibt es überhaupt schon? So nicht. Schafkopf. Das denke ich mal wird jetzt nicht das einzige Video zum Schafkopfen, weil es ja doch ein bisschen anspruchsvoller ist, weil die anderen Karten spielen. Und deswegen erklären wir euch heute mal ein wenig so die Basics und nachher schauen wir mal, wie es weitergeht. Also, Schafkopfen wird eigentlich grundlegend zu viert gespielt, ist bei uns eigentlich ein sehr erfolgreiches Spiel. Also, ich zum Beispiel spiele es regelmäßig fast jeden Donnerstag auf dem Stammtisch. Also, ich darf mal sagen, mit Wappen eigentlich das bekannteste Kartenspiel bei uns. Man kann Schafkopfen in zwei unterschiedlichen Varianten spielen. Das ist einmal ein langes Bladel und einmal ein Kurzbladel. Wir spielen normalerweise ein Kurzbladel. Kurzbladel heißt, es sind keine 6er, 7er, 8er drin. Gespielt wird zu viert. Ein Spiel ist gut, wenn man über 60 Augen hat. Augen heißt praktisch, jede Karte hat eine gewisse Wertigkeit. Wenn ich einen Stich machen darf, dann zeige ich die Karten ein. Am Schluss wird zusammen, also wenn alle Karten ausgespielt sind, wird zusammengezählt, wer wie viele Augen hat. Bei über 60 hat halt der, oder wenn es genau Leute zusammenspielen, haben die dann gewonnen. Bei einem Unentschieden, also 60-60, was auch mal vorkommen kann, gewinnt dann praktisch die Mannschaft, die nicht Spieler war. Spieler bist du, wenn du ein Spiel aussagen darfst. Also so, wir werden das dann später noch erklären, was es für unterschiedliche Spieler gibt. Ja, und jetzt starten wir mal mit dem Wert, nein nicht mit dem Wert, mit der Schlagkraft. Ja, welcher Karten sticht einfach. Mit die Karten, die einen höchsten Stellenwert haben in diesem Spiel. Und das sind in dem Fall die Ober. Und zu denen sagt man beim Schafkopfen Geier. Die haben auch alle recht schöne Namen. Also, vielleicht sieht man es. Aufgesteckt werden sie so. Das ist so die Standardreihenfolge der Farben beim Schafkopf. Eichel, Grey, Herz und Schön. Der Ding der Eichel oben, der heißt beim Schafkopfen der Alt. Der Grüne ist der Blau. Der Herz ist der Rote. Und der Schön ist der Bugel. Dann haben wir die Unter als nächste, also die haben jetzt, die Ober waren jetzt die stärksten Karten, dann kommen die Unter. Wieder in derselben Reihenfolge für die Farben her. Das heißt praktisch Eichel, Grey, Herz und der Schön. Das nächste in der Wertigkeit ist dann alles, was noch übrig ist von der Farbe Herz. Und zwar in dieser Reihenfolge. Sau ist das höchste. Alt. Dann kommt der Zehner. Dann kommt der König. Dann kommt der Neiner. Bei den Standardspielen sagt man immer, Herz ist auch noch Trumpf. Also das, was ihr bis jetzt gesehen habt, Ober, Unter, Herz sind die Standardtrümpfe bei die normalen Spiele. Quasi ist die Reihenfolge, damit halt dann irgendwann das Video anhalten und einer zoomen oder was weiß ich, jetzt das macht, ist die Reihenfolge der Wertigkeit exakt so. Wertvollste und dann geht es euch Watzen ab, da geht es eigentlich nicht noch euch. Von den anderen Karten, also von den Farben, da ist die Wertigkeit genauso wie von den Herz. Also Sau das höchste bis Ori zum Neiner. Aber halt, Herz ist halt einfach ein Trumpf bei den Standardspielen. Das ist wichtig zu wissen. Dann, wenn wir jetzt loslegen, dann wir mal mischen. Die sind natürlich jetzt gestopft wie Sau.
Ja, und es fallen nur 2 Mitspieler. Eben, und es fallen 2 Mitspieler. Beim Schöpfkopfen wird anders, weil beim Wappen oder beim Neinerless werden alle Karten ausgehen. Das heißt, wenn man jetzt zu 4 spielt, kriegt jeder noch 6 Karten. So, jetzt wenn gemischt ist, dann darf der Hintermann anheben, schaut es aber nicht aus, sondern legt es wieder hin. Mehr damit, um zu verhindern, quasi, dass man der Karten stopfen kann. Das heißt, dass man scheißt, dass man sich die guten Karten selber geben darf. Ja. Und dann, wenn er angekommen hat, wird er so ausgeben, dass jeder noch 3 Karten immer kriegt, bis dann jeder 6 hat. Wenn er nicht angekommen hat, sondern so draufgehauen hat, dann hat jeder noch am Schlag 6 Karten gekriegt. Einmal 6 Summe heißt das. Ja. So, das sind jetzt die Karten, die bei unseren Mit- oder Gegenspieler haben quasi. Statt ein Reis 4 oder so. Ja, und dann könnt ihr euch vorstellen, oder Jasmine oder andere Gestalten, die bei uns öfter zum Sehen sind, wie ein Fix auch nicht. Die kennen sie alle nicht. Ja, der Reis kann's. Der Rest kann's. Und jetzt ist es so, er macht es schon automatisch, wenn er was hätte. Ich hab was. Ja, hat er. Wenn man jetzt eine Karten auf der Hand hat, dann tut man schon gleich mal auf der Hand eine Wertigkeit sortieren. Das heißt, ich stecke mir die Karten gleich so, dass es vom wertvollsten zum niedrigsten weitergeht. Und dann wird umgefragt, ob jemand ein Spiel macht. Jetzt gibt es verschiedene Spiele. Was ist das einfachste? Das einfachste ist das Sauspiel. Das ist eigentlich ein Standardspiel, was gespielt wird. Und beim Sauspiel da wird dann auch zu 2 gespielt. Das heißt, grundsätzlich sind immer 4 Spieler beim Schöpfkopfen und in dem Fall beim Sauspiel dann 2 zusammenspielen. Das ist aber nicht weil vom Wappen, dass immer die gegenüber sitzen, sondern das ergibt sich erst noch die Karten und welches Spiel das ist, wer zusammenspielt oder ob 3 gegen einen spielen. Sauspiel. Also mit meinen Karten kann man jetzt ein super Sauspiel machen. Du darfst nicht eine Sau rufen, die was du selber nicht hast und was du Vater dazu hast in die grundlegenden Spiele. Es gibt ein unbekanntes Sauspiel, das tut man nicht überall, aber normalerweise ruft man immer eine Sau, die man hat. Meine Karten hat es gesehen, ich habe ja eigentlich nicht Trumpf auf der Hand, 3 Ober und 2 Herz. Im Normalfall da man jetzt anders spielen, aber nachdem dass wir Sauspiel machen, muss ich die Hundsgefickte rufen. Die schöne Sau ist die Hundsgefickte. Wenn man sich die Karten mal anschaut, da ist jetzt glaube ich da drin, oder? Da drin. Dann wissen wir auch warum. Da ist nämlich Hundsgefickte, weil hinten der Hund drum hockt. Wisst ihr Bescheid. Mit der wird er jetzt zusammengespielt. Das heißt, der mit der Hundsgefickten ist mein Freund. In dem Fall, wenn ich ankarten da bei einem Sauspiel oder mein Freund kartet an, der kartet immer einen Trumpf. Weil wir mal versuchen praktisch die Gegner Trümpfe zu ziehen. Ankarten heißt, der der die erste Karten legt in der Runde. Der kartet an. Beim Schöpfkopfen ist nämlich auch so, das was angekartet wird, das muss auch zugegeben werden. Wird ein Trumpf angekartet, muss man einen Trumpf zugeben. Wird ein Fahrrad, weil euch jetzt zum Beispiel, muss man euch zugeben. Außer man hat das natürlich nicht, dann darf man einen Trumpf einstechen oder sich auch irgendwas umreißen. Das sieht man aber dann, wenn man mal halt gescheit spielt. Ja. Das heißt, ja. wenn er jetzt sagt, er sagt jetzt quasi, er macht ein Sauspiel, er spielt auf die Hundsgefickte, auf die Schönsau, dann weiß jetzt, ich hab's nicht, dann weiß einer von denen 2, er spielt mit ihm zusammen. Und dann muss man das ja irgendwie signalisieren. Ohne dass die anderen, oder eigentlich kriegen sie es mit, wenn sie aufpassen, aber er muss ihn halt signalisieren. Und das tut er, indem er einen Trumpf ankartet, also gleich ein Ober oder ein Unter, ein Herz, damit er gleich zeigt, was er hat. Dann darf er jetzt quasi einen Trumpf ankarten und dann gehen wir zu. Aber wir wollen eigentlich nicht mal die grundlegenden Waffenspiele, das es gibt, weil sonst wird das Video, ich glaube, eine Dreiviertelstunde lang und ihr steigt überhaupt nicht mehr durch. Das heißt, wir erklären euch jetzt, was für Spiele das gibt,
Und beim nächsten Mal machen wir mal eine Runde mit, wenn wir wieder viele Leute da haben. Und dann spielen wir mal die Spiele. So dass ihr alle Karten seht, so dass ihr am Tisch seht, was liegt. Damit ihr das vielleicht irgendwann so nachvollziehen könnt, weil es ist relativ schwierig, das zu erklären, weil das geht, wie man es nicht sieht, wenn das Spiel nicht läuft. Das heißt, das war jetzt ein Sauspiel gewesen. Wir behalten jetzt unsere Karten einmal so, wenn wir es erst dort gekriegt haben.